Klomatu. Ja. Interessanter Name. Alko. Jetzt wird nur mehr es Hol. Parteitong. Matriarchin, ja, es ist wieder das gleiche Asari-Modell und Matriarchin Tilinanga. Oder Tilinaga, so heißt's. Schauen wir uns klar. Offenbar gibt es auf dem Planeten unter uns einen aktiven Notsender, Commander. Keine Nachricht, nur ein Ortungssignal. Kurz einen Blick, wir werden uns da einmal noch außer... Palladium. Sehr gut. Landung. Shit, ich hab einen Fehler gemacht. Wir haben uns kaum Medigel besorgt. Wurscht, wir haben da eh nur ein Ziel, was wir abarbeiten müssen. Squad. Perfekt. Tagebuch, Warmeier. Kolonie untersuchen. Lalalala. Karte. Wissenschaftliche Einrichtung. Ich will nur daher. Was erwartet uns da hinten? Schau. Geht's? Oh. Was tut man das für ein paar Erfahrungspunkte? Aber das will ja da gar nicht. Ich will eigentlich in diese Einrichtung. Und dort fahre ich jetzt da hin. Ohne Ablenkung. Einfach Kerzen geradeaus. Kurz einen Blick. Karte. Ah, das ist gleich da oben irgendwo. Ja, schöne Gegend. Hat was. So, Karte. Ah, wir müssen da auf. Ja.
So da. Warum riecht das nach Cerberus? Sprengstoff. Ich suche nach Medigel. Das haben wir nicht mehr. Boah. Das ging ja noch mal gut. Weil, dass mir das wieder irgendwas in die Fresse spawnt, das will ich natürlich nicht. Sie. Bibi, bibi, bibi. Schauen wir mal dort zuerst rein. Hoppala. Dechiffrierung zu gering, sehr gut. Retter? Gott sei Dank. Sehen Sie? Ich habe doch gesagt, dass jemand wegen des Signals kommen würde. Mein Name ist Dr. Ross. Ich bin hier die leitende Forscherin von ExoGeni. Wir sitzen seit Tagen hier fest und langsam geht uns das Essen und Wasser aus. Sie kommen gerade rechtzeitig. Ich muss wissen, was hier los ist. Warum wimmelt es hier von torianischen Creepern? Woher wissen Sie über den Torianer? Ich weiß, was ExoGeni vorhat. Ich habe gesehen, was dieser Torianer den Kolonisten angetan hat, und ich habe ihn vernichtet. Dann ist unser Geheimnis nun keins mehr. Ich muss nicht lügen, da Sie das Schlimmste bereits wissen. Die Creeper hier wurden mit Hilfe veränderter Proben von den Exemplaren auf Ferros geschaffen. Wir fanden einen Weg, sie in fügsame, gehorsame Diener zu verwandeln. Bis vor einigen Tagen war alles in Ordnung. Dann drehten plötzlich alle Creeper durch. Nur wenige von uns haben es bis in diesen Raum geschafft. Allgemeines Notsignal. Warum haben Sie keine Nachricht geschickt und um Hilfe gebeten? Wir hatten nichts als dieses Signal vom Notsender. Dies ist eine geschlossene Kommunikationsbasis. ExoGeni war besorgt, dass ein am Projekt Beteiligter Geheimnisse an einen Konkurrenten verkaufen oder uns den Behörden melden könnte. Wir können nicht direkt mit der Außenwelt kommunizieren. Wir haben nur den Notsender. Er schickt ein allgemeines Notsignal zur ExoGeni-Anlage auf Ferros. Sie sollen uns dann innerhalb von 24 Stunden ein Team schicken. Aber offenbar haben sie jetzt ganz andere Probleme. Weitere Überlebende? Könnten in der Basis noch weitere Leute am Leben sein? Das bezweifle ich. Da draußen sind zu viele Creeper. Sie hätten keine Chance. Wir sind die Einzigen, die noch übrig sind. Durchgedrehte Creeper. Wissen Sie, warum sie sich gegen Sie gewandt haben? Vielleicht gab es immer noch eine Verbindung zwischen den Creepern und dem Torianer auf Ferros. Der Torianer war anders als jede Lebensform, die wir je studiert hatten. Ich kann nicht erklären, wie es geschah, aber als er starb, haben es wohl einige der Creeper hier gespürt. Ich habe alles Nötige gehört. Hören Sie, ich weiß, dass das, was wir hier getan haben, falsch ist. Ich gebe es zu. Aber es ist jetzt vorbei. Es macht keinen Sinn mehr, es den Behörden zu melden, oder? Hier haben viele ihr Leben verloren. Sie hatten bei diesem Projekt das Sagen. Die Sicherheit Ihrer Leute war Ihre Verantwortung. Sie haben ihnen vertraut und Sie haben dieses Vertrauen verraten. Seien Sie vernünftig. Ich wollte nicht, dass so etwas passiert.
Und wem nützt es, wenn ich jetzt ins Gefängnis komme? Normalerweise würde sich Exo-Jenny um mich kümmern, aber sie haben offenbar genug damit zu tun, die Sache auf Ferros gerade zu bügeln. Aber ich habe Geld. Ein Notgroschen, den ich angespart habe. Er gehört Ihnen, wenn Sie uns gehen lassen. Die Opfer hier haben Gerechtigkeit verdient. Ich muss sie festnehmen. Das wird nicht passieren. Feuer eröffnen! Feuer eröffnen! Los, los, los! Jetzt bin ich bereit. Sehr gut, sehr gut. Die zweitklassigen Söldner von Exo-Jenny hatten keine Chance gegen die gut ausgebildeten Marines der Allianz. Nachdem der letzte Wissenschaftler tot ist, gibt es keinen Grund mehr, sich hier aufzuhalten. Doch, gibt es. Na, wenigstens 2 Medigel. Voll geil. Ah, da. Technik-Kit. Was? User-Kit? Wow. War voll geil. So. Da wird jetzt ein kleiner Schnitt kommen. Ja, in der Zwischenzeit habe ich ganz was anderes gemacht, was abseits dieses Let's Play ist. Ich bin nach dem kurzen Schnitt wieder da für dich. Bis gleich, oder ja, du weißt ja, was ich aussehen will. So, da bin ich wieder. Wir laufen jetzt zurück in Richtung Normandy. Dann hätten wir eigentlich, wenn ich mich recht entsinne, die ganzen Nebenmissionen eigentlich abgearbeitet. Nur ob im Hades Gamma Cluster noch was ist, das weiß ich nicht. Das müssen wir uns mal anschauen, aber ich glaube, wir haben soweit alles gemacht eigentlich. Wurscht. Aber das werden wir jetzt keine Rücksicht nehmen. Und hier werden wir uns unserer Verantwortung entziehen. Genau. Wir hauen jetzt einfach an. Zurück zu Normandy. Ah, herrlich. Müssen wir da irgendwann Rede und Antwort stehen? Noveria, Ferros, Urmeier. Citadel. Lokaler Cluster, Exodus Cluster. Wir haben ja soweit alles eigentlich durchsucht, oder? Warte mal. Da wollen wir speichern. Das ist immer das Wichtigste. Du siehst das rechts kann ich da jetzt sagen. Rechts siehst du das, wie spät das ist. Ja, das werden wir auch noch machen. Tagebuch. Keine Ahnung mehr. Ich weiß ehrlich nicht mehr, was es da mit diesem Konrad Werner auf sich hat. Sehen wir noch? Ich glaube, dass wir sogar noch mal sehen werden. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Es tut mir echt leid. Sie müssen die Welten von Ferros, Noveria, das Artemis Tau Cluster und Wormeier erkunden, um Hinweise auf die Röhre zu bekommen, bevor sie Saren findet. Ich weiß ja, was die Röhre ist. Im Prinzip ist für uns bald der Zeitpunkt gekommen, wo wir in Richtung Wormeier aufbrechen werden. Genau. Aber
Mal schauen. Ich bin froh, dass Noveria hinter uns liegt. Ich weiß gar nicht, was übler war. Die Kälte oder diese Unternehmen? Man friert sich dort die Eier ab oder kriegt sie gleich als unfreiwillige Organspende abgeschnitten. Bei allem Respekt, Commander. Schiffsstatusbericht, das kennen wir, glaube ich, alles schon. Wie macht sich die Normandy? Ist sie so gut, wie alle sagten? Sie ist das beste Schiff der Flotte. Es gibt ein gewöhnlicher Allianzpilot Ja, würde das wohl kennen wir echte schon. Probleme mit dem Schiff bekommen, Commander. Aber zum Glück bin ich ja kein gewöhnlicher Pilot. Ich muss gehen. Bis dann. Das kennen wir schon soweit. Was ist da? Naja, 124 Erfahrungspunkte, nur für das, dass wir wo draus geschaut haben. Geil. So, trotzdem einmal kurz schauen, ob es mit der Crew irgendwas zu besprechen gibt. Haben Sie jetzt Zeit zum Reden, Commander? Ich bin ganz Ohr. Lassen Sie hören, Lieutenant. Ich habe immer ein offenes Ohr für meine Offiziere. Bis jetzt haben wir uns so gut wie an die Regeln gehalten. Aber wir sind weit entfernt von einer Verstärkung. Uns stehen einige schwierige Entscheidungen bevor. Ich möchte nur sagen, lassen Sie sich ein Hintertürchen offen. Ich habe schon gesehen, was Grenzüberschreitungen anrichten können. Ich möchte nicht, dass Ihnen was Ähnliches passiert, Shepard. Commander? Mei. Shepard, wie zwanglos. Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Ist das eine private Bemerkung, Kaidan? Vielleicht geht mich das alles gar nichts an, aber ich will keine negativen Signale ausstrahlen, Commander. Nur mit denen arbeiten, die ich empfangen habe. Sagen Sie mir bitte, wenn ich zu weit gehe. Wir werden sehen. Wir hatten nicht viel dienstfreie Zeit, uns zu unterhalten. Haben Sie ein Problem damit, wie die Dinge zurzeit laufen? Ich stelle keine Ihrer Entscheidungen in Frage, Shepard. Das möchte ich von vornherein klarstellen. Es ist nur meine Erfahrung, dass wenn man etwas schleifen lässt, es eine Art Eigendynamik entwickelt. Verstehen Sie, was ich meine? Sie wollen ein Beispiel geben. Sie sprechen von einem ganz bestimmten Beispiel, nicht wahr? Kennen Sie die Akten über die Biotikausbildung auf Jump Zero? Sie sind allesamt streng geheim, weil die Allianz Fehler gemacht hat. Nach dem ersten Kontakt bekam Conatix den Auftrag, E-Zero-Belastungen nachzuverfolgen und Implantate für Menschen zu entwickeln. Sobald wir eine Botschaft auf der Zitadelle hatten, konnte Conatix Experten einbringen, anstatt es langsam anzugehen. Konnten wir das nicht allein? Was? Gibt es einen Grund, warum wir das nicht auf eigene Faust hätten erlernen können? Sie wussten nicht, wo sie anfangen sollten. Himmel, es hat mehrere Jahre gebraucht, überhaupt die Verbindung zwischen Biotiken und E-Zero herauszufinden. Sie konnten von den Kids nicht erwarten, dass sie Dinge ins Rollen bringen. Sie waren vollends damit beschäftigt, sich nicht die Knochen zu brechen. Und die Wahl ihrer Lehrer war auch nicht gerade hilfreich. Experten? Die einzigen Experten hätten Aliens sein können. Exakt. Turianer, um genau zu sein. Aus dem Grunde behandelte Conatix das auch vertraulich. Sie hatten Angst davor, was die Leute daheim darüber denken könnten. Die Turianer um Hilfe zu bitten, wo wir doch gerade erst einen Krieg mit ihnen beendet hatten. Warum nicht die Asari? Die Asari hätte man eher akzeptiert als die Turianer. Ja, aber die Firma ist nicht den Weg über die Zitadelle gegangen. Das hätte die Erde schwach aussehen lassen. Daher heuerten sie einfach insgeheim einige turianische Söldner an. Fiesen Lehrer gehabt? Haben Sie sich die Knöchel einige Male poliert, Lieutenant? Ja, das könnte man so sagen. Unser Trainer war ein Turianer namens Commander Vernus. Als Vorstellung sagte er immer wieder gern, ich war am Steuer des Kampfschiffes, das deinen Vater getötet hat. Ich sagte ihm, dass mein Vater nicht im Krieg war. Er hatte sich in den Ruhestand nach Vancouver zurückgezogen. Meine Familie hatte ein kleines Häuschen, dessen Garten direkt ans Meer grenzte. Danach hatte Vernus mich auf dem Kieker. Er überschritt Grenzen, machte mir das Leben schwer. Am Ende war man entweder ein Supermann oder ein Wrack. Eine Menge Kids drehten durch, einige starben. Die Sache ist meiner Meinung nach, dass es nicht immer klar ist, wer bezahlen muss, wenn man Grenzen überschreitet. Muss ich sie jetzt teilen? Ich sehe da keine Verbindung. Warum erzählen Sie mir das?
Was wollen Sie mir damit sagen? Gibt es etwas, das ich tun kann, damit Sie darüber hinwegkommen? Ich bin 32, Shepard. Wenn Sie so lange dienen wie ich, lernen Sie, mit sich selbst ins Reine zu kommen. Sie lernen außerdem, dass Sie jemandem helfen, der für Sie besonders ist. Sie müssen ihn davon abhalten, Fehler zu machen. Sie nehmen eine Menge an. Sie glauben also, Sie hätten die Erlaubnis, mit mir zu reden, als seien wir mehr als Offiziere? Ich habe einige Signale empfangen. Wahrscheinlich war auch einiges Rauschen darunter. Wenn ich Ihnen zu nahe trete, dann sagen Sie es mir bitte. Ich bin interessiert, aber nicht jetzt. Jetzt ist kein guter Zeitpunkt, aber ich möchte darüber reden, Kaidan. Ich habe verstanden, Shepard. Ich möchte keine Gewohnheit daraus machen, die Befehlskette komplizierter zu machen, Commander. Denken Sie einfach darüber nach, was ich gesagt habe. Auf Wiederschauen. Wir sprechen später, Kaidan. Sehr gern. Ja, so ist das Leben. Wir werden wenn du das Spiel nicht kennst, wir werden auf Virmire eine riesige Entscheidung treffen müssen. Warte mal. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Ah, das ist immer das Gleiche. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Jo, freut mich. Liara, mein Schatz, mein blaues... Was? Wenn Sie hier sind, um über Benesias Tod zu reden, können Sie sich die Mühe sparen. Sie hat sich das selbst zuzuschreiben. Sie fühlen sich deswegen nicht schlecht? Tun Sie nicht so, als würde Ihnen das nichts ausmachen. Sie war Ihre Mutter. Das war sie. Aber irgendwie auch nicht. Ich erinnere mich lieber an die Benesia, die sie früher war, bevor sie von der Macht der Sovereign verdorben wurde. Sie ist immer noch bei ihnen. Es ist Zarens Schuld. Es ist Zarens Schuld, bevor sie von der Sovereign verdorben wurde. Sie ist immer noch bei ihnen. Die besten Eigenschaften Ihrer Mutter leben in Ihnen weiter. Ihre Entschlossenheit, Intelligenz und Stärke. Nett von Ihnen, das zu sagen. Ich weiß Ihre Sorge zu schätzen, aber es geht mir gut. Benesia hat ihren Weg gewählt, so wie ich den meinen. Ich bleibe bis zum Ende bei Ihnen, Shepard. Benesia, der Kult der Asari, das haben wir schon. Ich würde gerne über sie reden. Im Prinzip haben wir da schon alles gemacht. Ich muss jetzt gehen. Leben Sie wohl, Commander. Leben Sie wohl. Na ja, gut. Im zweiten Teil, was ich mir... Ist es im ersten oder ist es im zweiten Teil? Nein, es muss im zweiten sein. Im zweiten Teil kannst du mit der Dr. Chakwas ans Saufen gehen. Das ist auch lieb. Oh! Gut. Wir müssen eine Etage tiefer. Genau. Dann müssen wir zum Ausrüstungsoffizier. Dort müssen wir was verkaufen und kaufen. Rückkaufen nix, aber dafür was verkaufen. Genau. Blub. Brauchen Sie Vorräte? Ja. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. Jo, gern geschehen. Das war mir doch ein alles Dingsbums. Also, wie du siehst, das dauert ein bisschen, gell? Jo, das dauert halt alles ein bisschen, bis man dort ist, wo man hin will, gell? Jo. Reaper, Banshee, Onyx, Tsunami, bist du narrisch. In der heutigen Zeit, das war Tsunami in den Mund zu nehmen, da könnte man gerade auf Probleme stoßen, die, ja. Wir haben ja da nämlich... Bist du deppert? Also wie du siehst, wir haben einiges, gell? Bam, 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 bam. Da passt ja so richtig. Wo hab ich denn das für den komischen Dings hier da? Das muss ja noch da sein einmal. Na gut, so blöd wie ich bin, habe ich das sicher wieder, ja, Dingensbums gemacht. Rückkauf, na, kaufen. Schauen wir mal, was haben wir denn da? Tornado 10. Wow.
Wow. Aber ich muss da und ehrlich gesagt gestehen, die Preise sind ein Horror. Ausrüstung für Spectre. Breaker 8, bist du deppert. Sturmgewehr, das nehmen wir mal mit. Schrotflinte. Karpov-Pistole. Ein bisschen was können wir kaufen, so ist es ja auch wieder nicht. Pistole, wow. Granaten-Upgrade, erhöht Max, also. Okay. Wow. Ich glaube, wir haben da soweit alles. Weißt du was? Mittelschwer Mensch. Okay. Commander, schön Sie zu sehen. Persönliche Fragen. Ich muss gehen. Commander, Okay, dann können wir da jetzt eh nichts mehr machen. Sehr gut. Okay. Hast du was, Mädchen? Pistole. Präzisionsgewehr. Nimmer. Universalwerkzeug. Ah, da ist ihr derzeitiges aber besser. Ja. Dann will ihrer den jetzt nicht, das jetzt nicht wegnehmen. Bioverstärker, wow. Oh, ist wurscht. Was? Sie kann eine leichte Menschenrüstung tragen? Na okay, gut, die Figur hätte sie ja, gell? Upgrades. Ich glaube, da sind wir soweit durch. Ja. Mal die Liara. Dann die gute Tali. Talalinchen. Kommt zu mir. Schnuckerl. Boah. Na, das können wir uns. Schrotflinte, Avalanche. Und kriegt sie. Und Pistole kann sie von mir aus die Stinger haben. Präzisionsgewehr, Avenger. Hammer. Leicht Quarianer. Fesch, Mädchen. Aus dir wird noch was. Hä? Also irgendwie verstehe ich jetzt da einen Zusammenhang nicht. Ach so.
Jetzt verstehe ich es ja. Ja, passt. Da sind wir auch durch bei der Tali. Dann der gute Rex. Sturmgewehr. Schrotflinte, Tornado 10. Katana 9. Krücker. Pistole. Weißt du was? Krücker. Präzisionsgewehr. Krücker. Das schaut auf jeden Fall besser aus. Krücker das. Perfekt. Dann Garus ausrüsten. Was kriegt der gute Garus? Und zwar... Krücker. Pistole haben wir mir schon andere gegeben. Obwohl, die ist noch besser. Präzisionsgewehr. Krücker. Universalwerkzeug. Ach was, das ist besser wie gar nichts. Turianer. Ja, da sind wir dann eigentlich auch so weit durch. Na. Sturmgewehr. Boah, also was kriegst du da ist. Na, verbleiben wir so. Perfekt. Kaidan. Tornado, Armageddon, Hurricane, Sokolov. Weißt du was? Nimmst du? Guter Mann, guter Mann, guter Mann. Edge, 168, 57. Weißt du was? Krücker die 4 Punkte an Präzisionseinstufung ist jetzt einmal auch wurscht. Es geht mir jetzt einzig und allein nur darum, dass die Partie ein bisschen stärker beieinander ist. Kriegst du das? Also Tech. Nimmst du das? Bio-Verstärker. Prodigy, Stärkebonus. Ja. Besser wie nix. Haben wir irgendwas? Mensch? Komm. Was ist da? Ashley, genau. Hydra schwer. Mensch. Na gut, mir ist ja bewusst, dass die Ashley kein einfacher Charakter ist. Kriegst du das? Kriegst du das? Pistole. 57, 5, 6. Dann kriegst du das. Präzisionsgewehr. Haben wir noch irgendwo was Gutes?
Ja. Also, ich glaube, wir sind trotzdem. Ne, wir sind eigentlich schon fertig. Der gut gelaunte Rex. Ein wirklich sehr sympathischer Kerl. Okay, passt. Okay. Wir sind da soweit eigentlich. Im Prinzip könnten wir jetzt in Richtung Wormire reisen. Falsch, ich habe was übersehen. Was Fundamentales. Muss einen Shepard noch errichten. 80. Ja, alles was wir jetzt nicht mehr brauchen, wird gleich in Universalgel umgewandelt. Weil jetzt bis zum Ende hin brauchen wir die Mannschaft, glaube ich, eh nicht mehr ausrüsten. Aber die macht mehr Schaden. Weißt du was? Wir kalten uns da dabei. Na, da bleiben wir bei der. Da haben wir gesagt, bleiben wir auch bei der Wahl, die wir da gerade haben. Weil ich glaube, wir werden auf Wormire wieder mit Waffen zugeschissen. Okay, Kroganer, das können wir eigentlich alles in die Tonne kloppen. So. Unser Sturmgewehr ist, glaube ich, ist. Ach so. Warte mal. Waffen-Upgrade. Perfekt. Können wir die eigentlich stutzen? Ah, das bist du. Passt was? Weg damit. Perfekt. Und selbst wir haben jetzt unseren Shepard ausgerüstet. Upgrades. Was gibt's denn da? Boah. Wenn jemand da ist. Voll geil. Perfekt. Da haben wir speichern.
So, jetzt haben wir eigentlich soweit alles erledigt. In der nächsten Aufnahme, ich speichere da lieber Name, man weiß es ja nie. Nach Warmire. Genau. Und wenn wir dort dann anfangen, wirst du aber gleich, die Reise dahin werde ich dir nicht zeigen, ich werde ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach auf Play drücken oder auf Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Baba.